Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und mir in Minenarbeitsstufe 6 erreicht. Spitzhacken, Effektivität ist immens gesticke und wir können mittlerweile Bombbastler. Ja geil. 6000, hui. Das ist ein Wort, das ist ein Wort. Schöne Sache. Okay. Ups, wie vorgestern versprochen, heit und Moje steht mir nix an. Können wir in aller Ruhe durch die Gegend tigern. Königin der Soßen. Forellensuppe. Okay. Ah, das habe ich jetzt frisch gelernt, wie man das macht. Sehr schön. Und Moje wird es auch wieder windig. Oh, die Kürbisernte ist da saugut. Aber bevor wir das machen, gehen wir natürlich erstens mal wieder um unsere Tiere kümmern. Hallo Leberwurst. So, dann kommt nämlich das hier weg. Dann sollten wir uns heute vielleicht mal um Saatguterzeuger kümmern. Und wie sieht es dann mit euch aus, ihr fröhliche Tiere? So, da sieht alles gut aus. Und eine Ente-Eis hier. Das ist auch das Praktische hier. Ich hoffe, das funktioniert. Das habe ich bei meinem letzten Spielstand nämlich nicht ausprobiert. Und ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Aber es müsste ja eigentlich. Ich will nämlich das Ente-Ei hier rein. Dann spare ich mal nämlich hier 4000 Gold-End. Perfekt. Jetzt wird es nämlich hier ausgebrütet. Und ich kann mir hier eine Ente ausbrüten nochmal. Das kostet mich nämlich sonst ungemein viel. Wie gesagt, 4000 war Ente. Das ist schon gewaltig, finde ich. So, wie sieht es dann bei euch aus? Du bist immer noch ein Kind. Du wärst gemolken. Gestreichelt wärst trotzdem. Komm her, Resel. So. Resel, der geht's immer noch gut. Die Viljo richtig gemolken wäre hier. Und Heu habe ich auch wieder. Haben wir auch gleich. Die Kürbisernte müssen wir ja nochmal rausbringen. So. Das hier ist erstmal Käse machen. Dann die Tiere raus. Und jetzt die Kürbisse. Perfekt. Enna kommt auf jeden Fall zum Gemeindezentrum. So viel steht fest. Ah, die Feenrose sind sogar auch gut. Perfekt. Ja. 10 gute Kürbisse. Das finde ich super. Dann wird hier nochmal neu ausgesät. Das ist doch gut. Jawollo. Und hier haben wir noch einer. Und hier ist kein Mais. Okay. Aber du musst trotzdem wieder gegossen werden. Ich sehe es, Kummer. Und zack und zack. So, dann kümmern wir uns erstmal drum hier wieder. Dann sollten wir noch zum Pierre gehen und sollten bei ihm vielleicht nochmal 4 Feenrose und 4 Amaranth einfach mal so kaufen. Damit wir das Zeug eventuell auch nochmal ein zweites Mal ernten können. Dann könnten wir uns heute auch noch um das Saatguterzeuger kümmern. Finde ich auf jeden Fall auch noch eine gute Idee. So. Zack. Ja, die Tiere, die betteln sich hier wieder freundlich. Und weiter, weiter. Zack und zack und zack. Dann NC 3 und 4 Feenrosen. Perfekt. Ups. Okay, was kann Ford? Ford kann... Da möchte ich erstmal nur 5, weil 5 will ich auf jeden Fall behalten. Von denen kommt Enna ins Gemeindezentrum. Und ein Silberner geht noch an Abigail. So, 5 hebe ich auf. Enna kommt später weg. Und das geht erstmal so hier. Und Enna, wie gesagt, Enna hebe ich für Abby auf. Dann das Zeug und das kann weg. Da kümmern wir uns noch drum. Und die 2 bleiben hier. Und die 2 Pinke, die können fort. Da möchte ich nochmal ganz kurz gucken. Ich mag nochmal mal Holz haben. Damit ich mein... 10 Kohle brauche ich noch. Brauchen wir nochmal 10 dazu. Dann kommt unser Saatguterzeuger erst einmal. Perfekt. Sehr schön. Hier und das auch noch. Ich gieße das schon mal vorsorglich, weil ich weiß ja, da kommt definitiv noch welche Reihe. Und Amaranth holen wir uns auch einfach nochmal, weil wir ja wissen, dass es kommen wird. So.
Dann muss ich einfach nicht nochmal zusätzlich zum Pierre latschen, wenn das Zeug soweit ist. Gut, die Mayo ist gut. Dann kann das Silver-Eido nämlich rein. Ja, ich weiß, ihr macht ja der große Tiertanz. Aber eigentlich wollte ich das doch nur rein lecker. Ja, dürfte ich dann, Madame? Madame Gudrun. Dankeschön. Dann kann nämlich das Holz auch wieder rein, wo sie gehört. So, perfekt. So, hier wieder dicht. Und weiter geht's hier. Ja, die Sprinkler sparen mir mittlerweile wirklich schon einiges an Energie. Wahrscheinlich genau das, was ich dann brauche, um diese wilde Saat nochmal zu gießen. Naja. Halb so wild. Halb so wild. Ich muss sowieso hier raus, um Dotra zu kommen. Und dann muss ich noch hier zum Brunner. Wenn ich kann. Wenn ich darf. So, dann noch Milch. Und zack. Bei der Gelegenheit gucken wir nochmal hier rein. Okay, passiert nichts. Und die arbeiten auch noch an Batterien hier, die Dinger. Dann können wir bei der Gelegenheit auch noch hier so eine Saatguterzeugerei. Perfekt, das läuft doch alles wie am Schnürchen, ihr liebe Leute. So. Da habe ich Spaß. Wenn wir schon hier sind, können wir das genauso gut auch machen. So. Ja, und dann geht's dann noch auf jeden Fall noch zum Pierre in der Lade. Das ist ja Sonntag, da hat er ja auch auf. Er hat ja nur am Mittwoch zu. Und auch das ändert sich, wenn wir das Gemeindezentrum repariert hätten. Dann hat Pierre 24 Silber auf. Naja, 24 nicht, aber Silber auf jeden Fall. So, komm her, du. Dann geht's hier weiter. Und ich weiß auch gar nicht, was der Wind eigentlich bewirkt hier im Spiel. Ob der Polle weiterträgt, dass random hier irgendwo was wächst. Ich kann es gar nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen, ihr liebe Leute. So. Ups. Emmo versuddelt. Nicht weiter schlimm. Dann hier noch. Und weiter. Ah, du hast noch einen Mais, den ich übersehen habe. Es ist als echt nicht schwer, das Zeug zu übersehen. Aha, Mayo ist wieder gut. Und zu dem Zug kommen wir leider nicht. Dann, das kommt... Nein, das kommt nicht in mein Bäuchlein. Das kommt in die Mayo-Presse. So. Dann fehlt nämlich nur noch das hier. Und... Da haben wir ja glücklicherweise auch schon einen Sprinkler stehen. Perfekt. So, dann sparen wir uns da auch ein klein bisschen was. Hoppala. Wer weiß, vielleicht hole ich die Felder da im Frühling für die große Sache. Müssen wir mal schauen. Ah, da habe ich auch noch einen Mais übersehen. So schnell kann das als gehen. Denn übersieht man meiner Meinung nach wirklich am leichtesten von aller Feldfrüchte. Gut, jetzt haben wir das alles weg und das kann jetzt auch noch wachsen. Oder beziehungsweise wieder zuwachsen. Absolut kein Thema. Und der Käse ist, glaube ich, ach, jo. Käse ist gut und möglicherweise auch mein Eisenbarren. Ja, hier ist eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen Ente und Hund entstanden. Warum auch nicht? Und wir gehen weiter. Ah ja, hier ist auch nochmal Bierle gut. Na. Ich hätte ganz gerne noch Preiselbeere hier. Am besten 2. So, dann machen wir nämlich... das wollte ich machen, genau. Zack und zack. Reihe und Reihe. Nix wie Reihe damit. Die Quali-Mayo, die kommt auch durch Reihe. Dich brauche ich hier und dich brauche ich hier. Perfekt. Ja. Dann machen wir Preiselbeerwein. Der braucht nämlich auch ein Weilchen. Und hier kommt noch das Eichenharz. Ach du liebe Zeit, bin ich beschäftigt, ne? 15 Uhr, ach du Scheiße, 15:30 Uhr schon. Gewitter erleid. Jetzt muss ich mich aber wirklich dummle. Dass ich dann auch noch zum Zauberer komme. Moment. Ich will erstmal in die Stadt. Ich will noch die Geode brechen lassen. So, mach mal, walte mal deines Amtes. Mach die Dinger auf. Ui.
Ein Esperit. Und Seekupfererz. Perfekt, gut. Mit viel, viel Glück kommen wir da auch noch hier. Schnell. Dummel dich, bevor sie dicht machen. Jawohl. Wusste ich doch, dass sie das noch nicht haben. Sehr schön. Gut. Perfekt. So, dann nochmal den Müll flattern. Nichts Gutes dabei, alle hopp. Haben wir überhaupt noch die Quest? Ja, die Lieferung haben wir noch. Das heißt wieder zurück zu uns. Und von da aus ab zum Zauberer. Wir haben immer noch 89 Energie übrig. Also die Sprinkler reißen es auf jeden Fall raus, ihr liebe Leute. Wer meint, das sei Verschwendung, der irrt. Das reißt's dicke raus. Gut, wir wollen nochmal weiter. Irgendwas anderes ist nochmal spontan entstanden. Ah ja, der Kürbis wollte ich ja auch noch bringen, aber macht nix. Wir sind dran. Ein Kürbis für Abby und ein Kürbis fürs Gemeindezentrum war das. So, als hätte mit Holz brauchen wir auf jeden Fall wieder. Hallo, Reisewagen. Was gibt's dann heute? Iridiumerz. Blaubeerenmöbel ist das, okay. Plumpudding, Tulpe. Süßkartoffelsaat. Höhlenkarotte, Peperoni, Sonnenblume, Mohn, Iridiumerz. Wisst was? Mir nur eins. Mist. Ich habe gedacht, die hätten mehrere davor. Aber egal, das holen wir uns auf jeden Fall. Ich habe jede Woche neue Waren. Okay. Okay, ich hätte gedacht, wir könnten 5 Stück davor kaufen. Das wäre es nämlich 100%ig wert gewesen. Ach, mal da. Guck mal, wer ihm da über den Weg läuft. Das ist noch für dich, meine Liebe. Erstmal mit ihr Retter. Ups, nicht verprügeln. Was soll ich denn heute machen? Ich denke drüber noch, mein Haar wieder zu färben. Was meinst du? Schwarz, blond, einem krassen Pink. Ich mag sie so, wie sie sind. Natürlich wird das sowas, Sarah. Oh, sind wir schon bei Silverherze. Hoho, Kürbis, bitteschön. Ich lieb so Zeugs. Ernsthaft, Ackermann, du bist super. Ja, ich weiß, dass du Kürbisse liebst. So, dann gehen wir noch zum Zauberer. Der brauchte Kupferbarre für seine merkwürdige Studie. Dann soll er dir haben. Bitteschön. Ah, der Gegenstand, den ich wollte. Bei einem Herzen mal bei ihm. Daher wird es zufriedenstellend. Hier ist der Entlohnung. Okay. Es gibt 180 Gold dafür. Gut. Alles klar. Dann... Ja, bei ihr sind wir am weitesten. Tatsächlich mit Silberherze. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann... müssten wir sie mal wirklich ovens treffen. Ah, Motto. Gewöhnlicher Pilz. Jetzt findet man sie plötzlich überall, die Dinger. Dann wollte ich dennoch zum Gemeindezentrum bringen. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir doch mal. Moment, hier ist noch ein Artefakt. Platz zumindest. 2 Kupfererz haben wir noch gefunden. Besser als nackig in die Hose gegriffen. So. Alle hopp. Dann bringen wir das noch hier. Und dann ist das Einzigste, was uns jetzt noch fehlt, um das Gewächshaus zu kriegen, die große Ziegenmilch. Das heißt, unser Räsel sollte so zufrieden wie möglich gestellt werden. Ich glaube aber, Pierre ist jetzt auch schon dabei, ne? Ja, der ist leider nicht mehr im Geschäft verflixt. Das habe ich jetzt versäumt. Das habe ich jetzt leider versäumt. Huch. Die steht jetzt im Weg. Egal. Die holen wir uns mal ja nochmal die Saat. Darf ich nur verdummbeitle wieder. Das geht schneller als gedacht, dass man sowas verdummbeitelt. So, hier wollen wir rein. Dann bringen wir den Kürbis, wo er hier soll. So, das ist hier, genau. Und rein mit dir. Perfekt, dann fehlt jetzt wirklich noch die große Ziegenmilch. Dann haben wir unser Gewächshaus. Ein Bienenhaus. Sehr schön. Ja, das habe ich alles soweit. Weil mein Problem war, dass ich immer nur einfarbige Hühner gehabt habe, immer in braun. Deswegen konnte ich das Weiße nie geben. Und dann musste ich halt warten, bis ich auch ein Schaf kriege mit dem Luxusstall, um dem die Wolle zu scheren. Das war dann so, dass ich das im Winter erst leider hingekriegt habe. Und da war das Gewächshaus dann etwas unnütz. Ich glaube, im Frühling oder so habe ich das dann endgültig gekriegt. So, dann gucken wir da mal heute.
ob wir es möglicherweise ab 20 Uhr hinkriegen. Das Event, das 6-Sterne-Event, 6-Herze-Event von Abigail zu triggern. Schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Ich warte jetzt einfach mal, bis 20 Uhr ist. Wenn nicht, machen wir es später nochmal. Nö. Als noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf dem Friedhof stattfindet, dass man nur nachts oder abends hingehen muss. Vielleicht noch 22 Uhr oder so. Das könnte auch sein. Probieren wir es einfach mal. Okay, der gewöhnliche Pilzkannerei. Wir holen noch Cola. Ja, komm. Iridiumerz bringen wir hier unter. Dann unser zweites Bienenstöckchen. Tja, was machen wir da damit? Unser zweites Bienenstöckchen. Wo bringen wir dann das am geschicktesten unter? Weil da haben wir immer noch einen Schlupfwinkel. Dann stellen wir sie halt hintereinander. Ah, meine Batterien sind gut. Perfekt. Warte mal. Zack und zack. Das ist doch richtig gut. Dann können die Kupferbarre da noch rein. Hier machen wir wieder zu. Ihr schlaft, ne? Riesel versucht zu schlafen. Alle hopp. Die sind wohl auch am Penner. Das heißt, ach, hier wieder die Klappe zu. Und die Reihe. Dann, wie war dann das? Für die Dinger brauche ich einen Iridiumbarre, Batterie und Goldbarre. Alles klar. Das heißt, die Batterie, die sammeln wir auf jeden Fall jetzt auch schon mal hier. Da haben wir soweit erstmal ein lupenreines Inventar. Und zack und zack. Und sobald wir hier das Gewächshaus haben, können wir uns auch mal an die Arbeit machen, dass wir unser Saatguterzeuger hier richtig nutzen. So, dann Nummer 2 und hier kommt nochmal eine Reihe. Dann schmeißen wir nämlich gerade noch 2 Kupferbarre in die Macher. Saugut. Ja, so langsam haben wir doch so einen richtig guten Betrieb hier, oder? So allmählich wird es richtig was. So, jetzt probiere ich nochmal um 22 Uhr rüber zu gehen, ob wir Abigail dort möglicherweise jetzt treffen und das 6-Sterne-Event auslösen. Ich denke es nämlich wirklich, ich bin mir doch relativ sicher, dass es so war. So, ja, perfekt. Da hockt sie am Grabstein mit dem Schwert neben dran. Und eine Laterne natürlich auch noch. Hä? Du kichert sie. Du fragst dich sicherlich, warum ich zu der Stunde am Friedhof bin. Ich bin hier, weil es der beste Platz ist, um ein bisschen Ruhe zu haben. Und ich bin ganz verschwitzt, weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. Oh. Hey, was? Du denkst, ihr seid so schwach für ein Schwert? Entschuldigung, ich habe es ein bisschen so persönlich genommen. Wächst, ich wollte die Berghöhle erkunden, aber es ist natürlich so gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Das mindert unsere Freundschaft. Das ist neutral und das spornt sie A. Da sind wir dann besser befreundet. Siehst, du verstehst also, warum ich hier draußen bin. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendetwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern tät. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Abigail? Papa? Und, was sagst Papa? Ich habe überall nach dir gesucht und deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Was machst du überhaupt auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Kümmere dich um deine eigene Sache. Ich soll also der Helm am Kochen sein, weil ich ein Mädel bin, oder was? Du steckst echt in der Vergangenheit fest, Papa. Lass uns hier verschwinden, Ackermann. Was jetzt? Kommst du mit oder nicht? Jo, Allah. Servus, Pierre. Komm zurück! Niemals! Sie brennt jetzt mit mir durch.
Hier wird mein Papa uns nicht finden. Kann schon klar, dass meine Eltern je jung waren. Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Sachen Wert legt. Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? Dankeschön, dass du mir zugehört hast, Ackermann. Könntest du mir jetzt helfen, mein Haar aus dem Busch hier zu befreien? Am besten ohne die Haar zu schneiden. Ja, gut. Sehr schön. Dann hätten wir das nämlich auch noch getriggert und die Freundschaft erhöht mit ihr. Und dann geht's weiter morgen zum nächsten Tag. Da müssen wir dann zum Pierre gehen. Der macht ja, als wäre hier überhaupt nichts passiert. Ach Gott, wie der Hund hier eingefroren war. Na, morgen ist wieder nichts. Genau, perfekt. Müssten wir aber morgen nochmal, wie hieß denn das Dingens? Müssten wir morgen eigentlich Post kriegen fürs Sterntautaler Volksfest. Weil da kann ich auf jeden Fall auch noch eine Sterntautal Frucht gewinnen. Und das werde ich höchstwahrscheinlich offscreen machen müssen, wie ich an die Punkte komme, weil das beinhaltet jede Menge ätzendes Rumgefische, um Punkte zu kriegen. Ja, fast 7500 nur durch die Kürbisernte. Das ist schon gewaltig. So, das Leben vom Land sagt... Hast du einen Zapfhahn? Ja, das habe ich. Wetterbericht sagt vermeuer. Klar und sonnig, perfektes Wetter. Ab 15 Uhr geht's los. Das wird der Louis sein. Servus, Ackermann. Ich wollte dich nur an Sterne-Tautaler Volksfest Meuer erinnern. Vergiss nicht deinen neuen Gegenstand für die Auslage mitzunehmen. Das Festel beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort bei Meister Louis. Alla hopp. 9 Stück wollte er haben. Okay. Wisst was? Wir nehmen mit für die Auslager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9er. Das Zeug nehmen wir alles mit. Das zeigt, dass wir sowohl hier Viehzeugs halten, als auch schöne Sache über die Jahreszeit hier abpflanzen. Das wird schon besser, denke ich. Gut, gut. Dann erstmal wieder um die Tiere kümmern. Leberwurst löscht der Dost. Ist ein Leberwurstbrot, ist ein Leberwurstbrot. Den Leberwurst löscht der Dost. Und hier haben wir noch Gewürzbeere. Dann gucken wir nochmal bei der Viecherei. Ja, die Resel ist also nicht erwachsen, aber sie sieht ganz in Ordnung aus. Immer hier. So. Du wirst gemolken, vergroße Milch. Und das gibt andere Milch, aber keine Qualität. Hin und wieder hat man Glück, hin und wieder hat man kein Glück. Zack, zack. Scheint ja wohl nicht so viel zu fressen, oder einer hat sich schon draußen der Wanst vollgeschlagen. Warte mal. Das kommt da rein. Dann können die hier raus. Und bei euch sieht soweit auch alles gut aus. Die Erna legt sowieso nur jeden zweiten Tag ein Ei oder Fetter. Nee, das will ich nicht essen. Nein, ich will es nach wie vor nicht essen. So. Ja, dann holt er halt die 4 Heu und robbt beide ganze Einrichtung aus. Ab. So. Zack, zack. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das mit dem Enterei dauert. Hier, hier. Hier, hier. Und hier können wir wieder aufmachen. Und weiter geht das lustige Spiel. Zack. Okay. Ah ja, da ohne müssen wir ja auch noch die Köder dann nochmal auslegen. Damit man da wenigstens auch ein bisschen kruscht hin. So. Ja, ich muss aber sagen, ich bin höchst zufrieden mit einer Sprinkler. Wirklich. Oh, da brauche ich dann noch 2 Standarddünger. Wäre nicht verkehrt. Ja, Quark, ich weiß. Dann können wir noch gießen. So. Dann Zeug holen. Gießkanne auffüllen. Das war jetzt etwas dumm. Die Krabbenreuse mag ich ganz gern mit der Dobose war. Und ich hätte ganz gern Köder reingesteckt. So. Dann wird das so. Und weiter geht's. Hier noch. So, das machen wir auch so. Geh mal ach im Kreis damit. Ja, heute komme ich auch nur noch dazu, 2 Episoden aufzunehmen. Das heißt, das ist für heute dann auch die letzte Episode. Ich habe heute 2-mal Lufia und 2-mal
Stardew Valley dann aufgenommen. Das reicht mir dann ach. Ich muss mir mal Zeit mittlerweile ach eidelen. Aufgrund von bevorstehender Masterarbeit und schon mal Recherche im Vorfeld. Das Thema steht noch nicht hundertprozentig, aber es wird wahrscheinlich um eine mittelalterliche Wüstung, und zwar eine Grabung, die ich 2015 in Hessheim bei Frankenthal mitgemacht habe. Um die Grabung wird es wahrscheinlich gehen, die ich publizieren werde. Okay, zumindest ein Teilaspekt davon, nicht alles, aber ein Teil davon. Wenn es dann soweit ist und alles geklärt ist, gebe ich euch selbstverständlich ja nochmal bei der Let's Plays Bescheid, was ich genau mache werde und was mein Masterarbeitsthema im Detail sein wird. So, das haben wir. Das heißt, als nächstes kommt die normale Milch. Dort hier, wo sie hingehört, in die Käsepresse und dann das Zeug. Kommt durch rein und wir machen weiter hier. So. Jo, dann weiter geht's. Ja, unser wilde Saat geht auch auf, finde ich auch gut. Und immer schön weiter die Preiselbeere, perfekt. Dann hier. Machen wir nämlich gleich den Käse hier. Irgendwas ist aufgeploppt spontan, wir werden es gleich sehen. Oh, die gehen aber weit hier. Darauf habe ich es eigentlich abgezielt, dass die Tiere auch hier gehen und das Gras fressen. Ich hoffe, die Resel findet auch dort hier, da wird sie nämlich schneller glücklich. Und dann macht sie auch sehr bald große Ziegemilch, die ich brauche. Wir haben ja immerhin noch 13 Tage Zeit dafür. So. So, was ist spontan aufgeploppt? Ah, Honig. Spontan aufgeploppter Honig ist immer gut. Ich mag ja Honig. Ich liebe es ja auch total mit Honig zu kochen. So, beim Pierre wollte ich auf jeden Fall halt nochmal reingucken. Das heißt, wir sollten das auch noch beenden hier. Ja, unser seltenes Saat sieht ach sehr gut aus. Die Weintraube übrigens ach. So. Der innere Kreis ist ja bewässert. Da muss ich mir keine Sorge drum machen. Perfekt. Ups. Gut, gut, gut. Sehr schön. Dann zum Pierre. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch für Abenteuer erleben können. So, da. Okay. Alles wieder gewässert. Okay. Dann. Ups, Traudel, zu dir wollte ich gar nicht. Ich wollte noch hier ein bisschen Krustrei. Ne, hier. Da war nämlich noch genau. Dann das und das kommt weg. Der Honig. Der Honig heben wir auf. Von dem können wir nämlich köstliche Met noch machen. Du kommst da rein. Du kommst dort hier, dort und dort. Und 2 davon kommen auch fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Gut, die Gewürzbeere kann auch rein. Schön. Dann also ab zu Pierre. Wobei, haben wir schon 5 Goldbarren? So ganz nebenbei? Haben wir das zufällig? Haben wir das zufällig? Nö. Wir haben leider 5 Eisenbarren, sonst hätte ich nämlich die Kupferhacke noch gemacht. Tja, wir haben leider aber auch kein Eisenerz mehr, was wir wirklich effektiv nutzen könnten. Ist etwas ärgerlich. Naja, egal. Dann holen wir hier noch das Zeug. Ups. Hasenlos lässt sich noch nicht mal mit dem Holzhammer knacken. Das nenne ich zähes Zeug. Dann ab in die Stadt. Oh. Ach, wir haben die Aktion von das 2-Sterne-Event von Penny ausgelöst. Wie soll ich jetzt noch den Brief da hinkriegen? Quatsch, wie soll ich denn an den Brief da hinkommen? So rum. Ich schaff das, Herr Mullner. Nee. Ja, bitteschön.
Ich hätte es auch selber gepackt. Und ich kann mich sicherlich auch allein bewegen. Wie zerbrechlich hältst du mich eigentlich, du Gretel? Huch, da kommt der Uhr plötzlich in einem Haus, in einem Busch her. Ackermann, du hast uns beobachtet. Ja, das war sehr nett von dir, Penny. Danke. Ich wünschte nur, der Schorsch wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Es tut mir ja leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden dürfen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du geholfen hast. Schon in Ordnung, Herr Mullner, ich verstehe es. Wohnen ja auch direkt neben dran. Ich meine, das sind ja die Nachbarn dazu. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke mal lieber nicht drüber nach. Ne, Quatsch. Deswegen sollten wir Respekt vorm Alter haben. Ich würde lieber jung sterben. Ach Gott, ich würde mal eher sagen, es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt, ne? Du hast recht, wir sollten die Realität vom Alter nicht ignorieren. Je eher wir uns mit der Sterblichkeit abfinden, desto mehr Zeit können wir im Hier und Jetzt verbringen. Du guckst. Es war interessant, mit dir zu retten, Ackermann. Ich soll gehen. Ja, aber wie gesagt, ich finde einfach nur, das mit dem Respekt vorm Alter, ich finde generell, Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. Nur weil jemand alt ist, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen in der Stadt? Ah ja, ich wollte noch Zeug kaufen. Nur weil jemand alt ist, hat er nicht den Respekt für alles gepachtet, meiner Meinung nach. Und Respekt sollte gegenseitig geschehen. Wenn ein Alter denkt, nur weil er alt ist, hat er sofort Respekt verdient, liegt er falsch. Ein Alter sollte sich auch höflich verhalten und dann bin ich durchaus respektabel zu der Person. Aber nur, ich bin alt, respektier mich, das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Das ist genauso, wie wenn jemand sagt, ich bin jung, respektier mich. Nö, mache ich nicht. Respekt beruht auf Gegenseitigkeit und man sollte freundlich zu den Leuten sein. Und dann kann man sich auch seinen Respekt verdient haben. Ganz einfach. Ich finde, das ist einfach eine Sache, wenn man gutes Miteinander pflegt, egal ob jung oder alt, dann funktioniert das auch. Da habe ich vor jedem Mensch Respekt. Nur sehe ich halt ein, wenn die ältere Herrschaft oder Dame zu schwach sind im Alter, dann biete ich mir auf jeden Fall auch einen Platz im Bus an. Das ist irgendwie so etwas, was auch mal früher eine Selbstverständlichkeit war, was sich aber irgendwie merkwürdigerweise gelegt hat. Irgendwie ist es nämlich in oder ich weiß es nicht. Die meisten Leute machen das einfach nicht mehr. Das finde ich sehr schade. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass man jemand aufgrund von Alter generell Respekt entgegenbringt, sondern das hat einfach nur damit was zu tun, dass man sieht, einer Person geht's nicht gut und dass man hilft. Aber generell Zivilcourage schwindet leider. Ich will das nicht generell gegen jeden jetzt anprangern. Es ist nur etwas, was halt wirklich stark auffällt, dass das, ja, leider weggeht. Leider ist dem so. Den Qualitätskäse hebe ich jetzt mal auf. Zugunsten von Ei. Das Ei schmeißen wir lieber in die Mayo-Presse oder wir machen lieber die goldene Milch rein. Haben wir lieber nochmal gescheites Handwerksprodukt. So. Machen wir das Zeug nämlich da rein. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ja, wir haben unser Zeug. Okay. Dann ist ja gut. Das behalten wir und die Mayo klatschen wir einmal dorthin. Was wir auf jeden Fall brauchen, wären Tiere, die nicht immer im Weg rumstehen. So, ich nehme jetzt mal die Abkürzung. Dann machen wir nämlich hier noch zack und zack. Da brauchen wir noch zwei Stück vom Dünger. Ich bin mal so frei. Und mache noch 2 Tofu. Dann kommt nämlich das Zeug hier wieder rein. Und die Mayo packen wir mal dort hier. So, okay. Haben wir das nämlich auch wieder erledigt. Und die Amaranthsaat kann warten, aber so, desto können wir noch gießen. Perfekt. Giesel wäre auch so ein schöner Name für Tier hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich verbringe mal rechtliche Energie noch dort mit, dass ich hier ein paar Bäm schlag. Stehen die im Weg?
Die hier in beide Zapferlager. Der hier steht leider im Weg. Alter, was macht denn das Hinkel dort? Dreht vollkommen am Rad. Bis es vom Baum erschlagen worden ist, durch die Gudrun. Ja, die spinnst doch, Gudrun. So. Muss ich hier die Gudrun noch aus dem Baum raushelfen? Alter. So. Jetzt machen wir das nochmal. Einfach, dass wir auch nochmal hier an Holz dran kommen, weil wir werden es auf jeden Fall gebrauchen können für weitere Upgrades. Als nächstes sollte ich vielleicht tatsächlich mal das Haus-Upgrade in Angriff nehmen. Dafür brauche ich 10.000 und ich weiß nicht, wie viel Holz ich brauche, aber ich schlage jetzt einfach mal wie ein bekloppter Holz. In der Hoffnung, dass ich dann das Zeug zusammenkriege. Aber die Hauserweiterung hätte ich eigentlich schon ganz gern bis zum Winter gelöst, dass wir das doch schon erledigt hätten. So, Moment. Ja, 20 habe ich noch. Alle hopp. Gut. Gut, ich sag. Da ist der Schrein wieder fertig. Und da muss ich auf jeden Fall nochmal aussortieren. Okay, Mario kommt mit. Die Tiere sind allesamt wieder in ihrem Stall, bis auf den Hund. Hund ist noch nicht im Haus. Wir können Müsli-Riegel herstellen. Das finde ich gut. Perfekt. Das machen wir durch Reihe. Der Rest können wir doch durch Reihe klatschen, genauso wie das Holz. Die Mayo kann genauso hier rein. Und dann zwirbeln wir uns da mal beide Müsli-Riegel rein. Und der Rest vom Dach schlagen wir einfach noch ein bisschen Holz. Ja, das gefällt mir. Dann machen wir hier nochmal dicht. Ah, mit dem Saatguterzeuger kommt auch noch. Das finde ich auch gut. Und dann, ja, die Bäm, die sind ja noch in der Entwicklung begriffen. Dann machen wir jetzt mal hier erstmal dicht. Ganze Bäm fort. Und die noch im Wachstum sind, die lassen wir auch wachsen. So, schön. Ups. Moment, komme ich da? Ach so, nee, komme ich nicht. Ich hoffe, der fällt noch rein. Wenn man es beschwört, ne? Wenn man es beschwört. Okay, dann müssen wir durch Sotra. Und wir probieren irgendwie hier an der Straße zu kommen. Oh je, oh je. So. Okay, so rum. Ja, ist doch etwas komplizierter, das Zeug dann wieder zu fällen. Aber wir haben ja mittlerweile auch so einen schönen Ring, der uns hilft, dass wir das Zeug auch besser rasaugen können. Okay, ich glaube, wir können wieder einer herstellen, oder? Müsli, 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 Müsli. Na? Uns fehlen Ahornsamen, alle hopp. Dann nichts wie dran an der Ahornbaum. In der Hoffnung, er möge uns Ahornsamen, gell? Und. Jo, perfekt. Dann Müsli. Ersetzen wir mal hier durchs Holz. Und rein mit. Ja, dann können wir nämlich noch ein bisschen was schlagen hier. Hauptsache, wir haben wieder ordentlich Holz. Weil, wichtig. So. Das war eine tolle Erklärung, gell? Und vor allem eine tolle Satzstellung. Ich hoffe, wir kriegen viel Holz, weil wichtig, ja. Das ist der eloquente Yankee. Okay, hier, das Zeug können wir noch ein bisschen mehr. Dann ist auch wieder gut. Dann hier. Noch Pforte mit. Ich meine, die Bäm, die wachsen, genau. Die Bäm wachsen ja sowieso schneller wieder noch als Unkraut. Von daher kriegen wir das eigentlich auch relativ bald wieder. Also ich finde, auch bei Stardew Valley muss man das immer mal so machen, dass man die große weghaut, um ans Holzdraht zu kommen. Und die kleine, die behält man sich einfach als Reserve wieder. Ich meine, das ist ja auch wie im richtigen Leben eigentlich, wo man sich auch die junge Bäume beibehält, damit man die in Zukunft nutzen kann, während die große dann weg können eigentlich. So, wir haben noch 18. Wir haben noch Ahornsamen genug, um uns noch einer zu machen. Das heißt, das kommt noch dahin, dann pfeifen wir uns noch rein. Und da das sowieso die letzte Aufnahmeverheit ist, ist es absolut kein Thema, dass ich noch deren Episode direkt ins Bett gehe, weil ich mache es ja immer so, wenn ich eine Episode beende, oder beziehungsweise wenn ich eine Aufnahmesession beende, dass ich immer schon ins Bett gehe und am nächsten Tag dann hier meinen Finisher sozusagen mache. Das heißt, wir können eigentlich bis Mitternacht schaffen, theoretisch.
Okay, dann müssen wir hier an den Baum so, dann können wir nämlich die Junge so schonen. Perfekt, er fällt auch in die richtige Richtung. Und wir haben wieder gut Holz gut gemacht, denke ich. So, außer der hier. Der stört einfach mal Ästhetikempfinder an der Stelle. So. Ups, Käse kommt mit. Es ist ein goldener Käse. Perfekt. Der bringt nämlich gut Geld. Vor allem, seitdem ich hier arg gekreuzt habe, dass mir Handwerkswaren mehr wert sein sollen. So, dann kommt das durch Reihe. Holz sieht schon mal echt gut aus. Ich glaube, das könnte wirklich so weit sein bald, dass wir unser Haus-Upgrade schon in Angriff nehmen können. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfekt. Und die Amaranthsaat ist nochmal so, wenn dann das soweit ist. Gut, 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 perfekt. Morgen ist dann das Festel. Den ich aber sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann Sterne-totaler Volksfest begehen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zum neuen Tag im Tal, und zwar zum 16. Tag im Herbst. Ayan Yankee.